Das weiß ich doch. Ich darf mit Stolz verkünden, dass hier wirklich ein Basilisk lebt. Ich kümmere mich persönlich um ihn. Kümmern? Basilisken sind doch keine Schoßtiere. Das Vieh bringt hier die Leute um. Moment mal, er bringt keine Leute um, die nicht durch sein Revier kommen. Hast du diese Warnungen ausgehängt? Oh ja, damit niemand zu Schaden kommt. Das funktioniert ja prima. Hier haben wir eine frisch zerrissene Leiche. Das war wohl ein Händler, armer Kerl. Ich habe heute erfahren, dass 2 Kaufleute trotz der Hinweise diesen Weg gewählt haben. Ich kam so schnell ich konnte, um sie zu warnen. Leider zu spät. Ich habe meine Diener bereits angewiesen, den Leichnam zur Familie zu bringen und sie großzügig zu entschädigen. Okay. Du bezahlst die Angehörigen? Wieso? Diese Gegend ist seit Jahrzehnten im Besitz meiner Familie. Sie wurde uns von Herzogin Ademata gewährt. Der Basilisk verlässt unser Land nicht. Er jagt oder tötet oder zerstört nirgendwo sonst. Wenn man ihn nicht provoziert. Wenn es aber doch mal passiert. Wenn er tötet, dann zahle ich für alles. Aus eigener Tasche. Hast du auch Söhne und Ehemänner in der Tasche, mit denen du die ganzen zerfleischten Leute ersetzen kannst? Die Toten kann ich natürlich nicht wieder lebendig machen. Aber ihre Lieben bekommen eine großzügige Entschädigung. Letzten Sommer gab ich der Witwe eines Lederers 800 Kronen. Und die Familie dieses unglücklichen Händlers wird ebenfalls angemessen entschädigt. Okay. Du sagst, dies wäre der letzte noch lebende Basilisk? Woher willst du das wissen? Es ist der letzte Vertreter dieser Unterart. Die war mal recht zahlreich, bevor die Buchenwälder gerodet wurden. Du behauptest, es gibt einen Zusammenhang zwischen der Dichte von Buchenwäldern und der von Basiliskenpopulationen? Nun, der Zusammenhang ist indirekt, möchte ich sagen. In Buchenwäldern gibt es viele Rehe, weißt du? Und die Basilisken haben viel zu fressen. Als Rehe selten wurden, machten die Basilisken die Menschen zu ihrer Nahrungsgrundlage. Deswegen kamen die Hexer. Und so ist dies jetzt das letzte Exemplar. Ein Weibchen. Letztes Jahr noch hatten wir 2. Aber der Gefährte von Iokaste ist leider verschieden. Iokaste? Warum sollte sie keinen Namen haben? Mein Vater hat sie so genannt, zum Andenken an meine selige Mutter. Damals hat Iokaste gebrütet, 2 Eier. Aber ach, sie hat sie aus dem Nest geworfen, als ihr Gefährte starb. Wo finde ich Wo den? nistet der Basilisk denn? Weißt du das? Natürlich weiß ich das. Aber du erwartest ja wohl nicht, dass ich es dir sage. Das sind ja keine Holzschwerter, die du da hast. Ich kenne deine Absichten. Dann finde ich ihn selbst. Seine Pfotenabdrücke sind ja augenfällig. Du hast 2 Händler erwähnt. Nach der anderen Leiche suche ich dann wohl auch. Okay. Ah, da. Da haben wir ja schon was. Zerstörte Fässer. Der Inhalt ist überall. Es muss Tannin drin gewesen sein. Zum Ledergerben. Das Monster hat die Fässer zerstört. Deswegen riechen die Schuppen so. Yokoko ist ja so neugierig. Besonders bei starken Gerüchen. Diese Fässer müssen sie zu der Karawane gelockt haben. Seltsam, diese Brandspuren. War das Monstergift? Diese Unterart muss ja hochtoxisch sein. Oh ja, Wunden von Silberbasilisken werden ganz besonders brandig. Ich muss einen Trank zum Neutralisieren zubereiten. Zerstörte Fässer mit Speichel dran. Ein Angriff. Hier hat der Basilisk sich wohl sein zweites Opfer geschnappt. Jedenfalls gibt es 2 Gerüche. Gift und Tannin. Damit müsste ich das Monster finden. Warum willst du das tun? Iokaste steht unter Artenschutz. Sollte sie sterben, würde das Gleichgewicht im Ökosystem dauerhaft aus den Fugen geraten. Die Folgen wären nicht abzusehen. Provoziere sie einfach nicht.
Wenn du ihr nichts tust, wird auch sie dich in Ruhe lassen. Ich argwöhne schon lange, dass sie das mit Absicht machen, ihre Waren parfümieren. Damit der Basilisk sie zerstört. Dann können sie die Versicherung kassieren. Okay. Alter, geht doch denn jetzt mit hinterher hier. Alter. Okay. Da. Alter, warum verlaufen die gesprochen sich immer so doof? Kann es nicht eine gerade Linie sein? Ja. Ah. Der Geruch ist zu zerstreut. Der Basilisk muss sich in den Lüften befinden. Blutflecken. Eindeutig. Da haben wir den Geruch wieder. Alter, okay. Oh, da ist ein neuer Händler. Genau wie ich es mir dachte. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Lieber Gaston, auf deine Frage zur geplanten Route für die Terminfeste kann ich bestätigen, dass die offizielle Zukunftsroute nach wie vor über das Land von Kraft führt. Die Zukunft. Okay. Genau wie ich es mir dachte. Okay. Das zweite Opfer ist relativ unversehrt. Das wollte der Basilisk wohl für später mit ins Nest nehmen. Dann hat er es fallen lassen. Möchte wissen, warum. Ja, schön, dass der dafür aufkommt, aber das ist schon scheiße, wenn man stirbt dabei. Ich höre etwas, aber das ist kein Basilisk. Menschliche Stimme. Okay. Glamour, Ouvry, alles vorbereiten. Das Biest ist abgehauen. Wir müssen es zurücklocken. Und wer bist du? Sowas. Das wollte ich euch auch gerade fragen. Man nennt uns die Haudegen. Haudegen? Wohl nicht zufällig die aus Zinfried, was? Doch, woher weißt du das? Und noch einmal, wer zum Henker bist du? Ich bin Geralt und werde... Geralt von Riva, Hexer. Ich kenne eure Waffenbrüder. Boholt, Häcksler und Neuntöter. Und den Kleinen. Ah, dieser Hexer bist du. Ja, Boholt hat dich erwähnt. Dich und deine erstaunlichen Schwertkünste. Ein Profi. Trefflich, dass du vorbeikommst. Wir können das Vieh gemeinsam erledigen. Sein Gift soll ein echter Albtraum sein. Wir könnten jemanden brauchen, der mit anpackt. Die Belohnung der Gilde teilen wir gerecht auf. Bist du dabei? Meine Herren, Schluss damit. Davon will ich absolut nichts hören. Ihr dürft Jocasta auf keinen Fall töten. Sie steht unter Schutz. Die Belohnung der Gilde kann ich euch zahlen. Ich zahle sogar doppelt, aber lasst Jocaste in Ruhe. Ihr könnt doch nicht einfach das letzte Exemplar einer aussterbenden Unterart töten. Du willst dafür bezahlen, dass wir gar nichts tun? Das ist ja mal was ganz Neues. Was sagst du dazu, Meister?
Immerhin hat das Vieh die menschliche Unterart schon um mindestens 5 Exemplare dezimiert. Der Basilisk bleibt am Leben. Wir bringen ihn nicht um. Ein Hexer, der ein Monster verteidigt. Hat man sowas schon gesehen, Männer? Du stehst wohl auf das Vieh. Dann gibt es heute wohl keine Monsterschlacht. Aber hattest du nicht was von Geld gesagt? Habe ich in der Tat. Und ein Mann, ein Wort. Dein Anteil, Hexer. Das war ja einfach. Alles Gute, Hexer. Seltsam, mit dir zu arbeiten. Seltsam, aber erfreulich. Okay. Macht's gut, Leute. Du hast Jocasta verschont. Ich danke dir. Sei versichert, dass ich aufpasse, dass sie niemanden mehr umbringt. Du musst dir mehr Mühe geben. Hier darf niemand mehr herkommen. Das werde ich tun. Meister, du musst diese symbolische Summe nehmen. Wärst du nicht gewesen, hätten diese Haudigen meine Jocaste gewiss erschlagen. Ich brauche... Danke. Nochmal so. Halt. Yay. Danke. Jocasta hat ihr Nest verlassen. Sie hat wohl die Gefahr gespürt. Bestimmt kommt sie wieder. Ja, das tut sie immer. Vielleicht hat sie auch andere Gründe. Ich glaube, sie hat einen neuen Gefährten gefunden. Einen gewöhnlichen Basilisken, keinen silbernen. Aber wer weiß, was dabei rauskommt. Vielleicht brütet Jocasta bald wieder. Ob dann eine neue Unterart entsteht? Das will ich doch nicht hoffen. Alles Gute. So. Dann haben wir das auch abgeschlossen. Ja, wir müssen ja nichts töten, was nicht unbedingt sein muss. Gehe, so, der höchste Kammer. Gehe. Da gehen wir hierzu, ha? Das sind 1600. Ich gucke mal kurz durch, wie weit das jeweils weg ist. 1000. 1900. Machen wir erstmal das mit 1000, hm? Das war das hier. Nein. Quests. Ja, das war das hier. Ich hoffe, dass da keiner mehr umbringt, ja? Alter, plötzlich dein Kopf, das sieht nicht gut aus. Aber ganz und gar nicht. So, dann hoffen wir, dass, wie gesagt, dass hier niemand mehr umbringt. Und ja. Einfach mal das Beste hoffen. Tut. Ja, hier in der Gegend hat gerade ein Auto getutet. Tun, genau. Deutsch und so, ja, wie ihr wisst, nicht meine stärkste starke Seite. Nicht meine stärkste starke Seite. Ja, dann, ja. Wenn ich nicht wäre, würde ich mich keiner verstehen. Ja. Gehen wir weiter, komm schon. Ladebild. Dass es hier dagegen kein Schmied gibt. Und hab mal meine Sachen abgelegt. Ich kann nicht. So ein Bauch. So, und dann hier. Nein, ich laufe gerade den falschen Weg. Ich hab's gesehen. Boah, Alter, wie gesagt, der Navi ist auch nicht gerade. Ich hab noch was zu tun, bevor es dunkel wird. Hey, Ah, okay. So, und dann so, und dann so.
Ja, sind wir so 300 Meter sind wir da. Wie gesagt, wir haben nur noch 3 Nebenquests zu machen. Da können wir mit der Hauptquest weitermachen. Wie gesagt, das Gewinn will ich nicht machen. Und das mit meinem Weingut, das geht ja auch noch von. Das geht ja auch weiter, obwohl ich eine Quest also die Hauptquest weitermache. Bei den anderen bin ich mir halt nicht sicher. Da bin ich mir leider nicht sicher. Gehe zum Luchsfeld und ich bin nicht ja gleich da. Hey, Slide. Gerald voll der... Nein, du gehst nicht ins Wasser. Yay. Yay. Dann halt nicht. Panda. Hallo. Das war mein Panda. So, Panda. Gut. Panda, ich will deine Sachen. Danke. So, hoch. Hoch. Alter, geh doch hoch. Gerald, du bist kein Assassine. Das steht fest. So, hier hoch. Und dann hier hoch. Dann hier rüber. Eine Hütte, die der Hexe. So, klopfen wir mal an. Die Hütte sieht bewohnt aus, aber es ist niemand da. Ich sehe mich besser mal um. Ein Kessel. Warm. Riecht nicht eindeutig. Keine Ahnung, was da drin ist. Lieber Ivonis, die Kammer der Magier hat dieses Werk verboten. Okay. Zu Staub zermahlene Knochen. Okay, dann geht's noch hier hin. Ja. Eine Wand mit Zauberbauelementen oder Trophäen. Schrift. Ein Pfeil in der Mitte zerbrochen. Hat dem Schützen kein Glück gebracht. Der Zweig einer Weinrebe. Vielleicht um eine gute Ernte zu beschwören oder um schlechte. Okay. Diese Puppe sieht wie ein Hilfsmittel aus, um Flüche zu sprechen. Und das Tuch? Ein Seidentuch, bestickt mit den Buchstaben D und F. Damit könnte ich den Fluch brechen, wenn es Daphnis ist. Eigentlich verlieren sich nur Wildkatzen hierher. Aber es scheint, als hätte ich einen weitgereisten Gast. Was suchst du hier? Ich hab's schon gefunden. Du willst doch nicht den Fluch auf dem Baummädchen brechen, Oh, oder? doch. Und wenn doch? Dann solltest du wissen, dass du deine Zeit verschwendest. Die alten Legenden. Hat sie dir deine Oma nicht erzählt? Selbst wenn nicht, die Hexe vom Luchsfelsen wäre es kaum zu schaffen, die Macht der Liebe und der Sehnsucht zu besiegen. Ich kann den Suchfleisch Um selbst. den Fluch kümmere ich mich ohne deine Hilfe. Dann mal los. Viel Glück dabei. Du lässt mich gehen. Einfach so. Es gäbe kein besseres Ende für diese kleine Geschichte. Die Besuchszeit ist um. Leb wohl. Auf Nimmerwiedersehen. Okay.